Nick. Halt! Sie haben hier keinen Zutritt. Wieso das? Nur Konferenzteilnehmer dürfen diesen Bereich betreten. Jetzt wenn wir vielleicht mit dem Megafon da hinten schreien. Nick. Oder können wir das Licht abschalten? Wahrscheinlich nicht. Lieber nicht. Eine falsche Bewegung. Was machen wir dann? Draußen können wir auch nicht viel machen. Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Hört mir zu! Hört mir! Achso, jetzt haben wir was Nice. Und zwar... Vielleicht stimmt das Gebäude. Stoppt die Konferenz! Stürmt das Gebäude! Wie war das? Sag uns mehr! Dr. Braun und Indes sind Betrüger! Wie war das? Sag uns mehr! Dr. Brauns Bericht ist gefälscht! Dr. Brauns Bericht ist gefälscht! Indes Kraftwerk ist nicht sicher! Wollt ihr wirklich zulassen, dass es zu einem Unglück kommt? Nein! Aber wie sollen wir das verhindern? Kommt auf die Konferenz! Verlangt die Wahrheit! Lasst nicht zu, dass alles verschwiegen wird! Ja! Lasst uns rein! Wir wollen die Wahrheit hören! Lasst uns rein! Wir wollen die Wahrheit hören! Wenn Sie den Weg über die Lüftungsschächte nehmen, dauert das zu lange. Ich muss einen anderen Weg finden, Ihnen Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Eine strahlende Zukunft? Gut, Zugang. Und zwar unten, vielleicht durch die Garage. Aber wir brauchen so Zugangskarten. Wo kriegen wir die her? Hallo? Von dem? Die Welt wird bald... Manche Leute wollen ein... Von dem wahrscheinlich auch nicht. Halt! Sie haben Wieso das? nur Konferenzteilnehmer. Ah, nicht. Mit dem Presseausweis werden wir wahrscheinlich nicht weit kommen. Heute abgegangen ist er da hinten. Aber brauchen wir da unbedingt eine Karten? Können wir das nicht irgendwie mit dem Schraubenzieher machen? Nein, nein. Nicht. Mit dem Presseausweis auch nicht. Auf keinen Fall. Mit dem Messer? Mit Gewalt komme ich hier auch nicht weiter. Oder mit der Schere? Nö. Erstmal speichern. Gut, in der Tiefgarage findet man wahrscheinlich nix. Ich darf mal sagen, dass wir da die Karten brauchen. Aber ich weiß nicht, wo wir die finden sollen. Der hat keine. Da draußen steht irgendwann. Aber den werden wir wahrscheinlich nicht fragen können. Das ist bloß die Wache. Aber Ding. Hier der Dr. Braun. Liegt der da drin? Oh. Den hat er da unten umgelegt. Meine Güte. So viel Blut. Aber von Braun weit und breit keine Spur. Nur sein Koffer ist noch da. Der Braun wird wahrscheinlich im Schrank sein. Aber sein Koffer ist da. Das ist der Koffer, den Dr. Braun bei sich trug.
Mal sehen, was alles in dem Koffer ist. Papiere, Papiere, noch mehr Papiere. Ah, eine Magnetkarte. Die könnte mir noch nützlich sein. Ach, eine Karte? Keycard. Auf der Magnetkarte sind die Öffnungszeiten für einen Parkplatz aufgedruckt. Von Parks habe ich schon gehört. Schön zu wissen, dass hier einer in der Nähe ist. Das kann doch tatsächlich die Karten für unten sein. Warum sind wir nicht gleich auf Dr. Braun gekommen? Das probieren wir gleich mal aus und ich denke, dass es auch funktionieren wird. Wenn wir die da rein dann. Und so ist es auch. Kein Strom durch Atom! Kein Strom durch Atom! Was hat das zu bedeuten? Wir verlangen die sofortige Abschaltung der Indes-Kraftwerke. Und was wäre Ihrer Meinung nach die Alternative? Der halbe Erdball ohne Strom? Ich glaube, das ist mein Stichwort. Ich habe es schon einmal gesagt, aber die Svensson-Alge funktioniert und sie kann die Indes-Kraftwerke ersetzen. Sie wissen, wir reden hier über eine Alternative zur Atomenergie. Ich kenne die Alge. Ich weiß, was sie kann. Vertagt die Konferenz. In 3 Tagen bringe ich euch ein Exemplar und ihr werdet sehen, ich habe recht. Vertagt die Konferenz. Das haben Sie gesagt? Ja. Und Sie hörten auf Sie? Sie mussten. Das Gebäude war umstellt, die Cops lagen gefesselt auf dem Klo und das Buffet war ein Scherbenhaufen. Stell dir vor, keine Lachshäppchen mehr. Der Abend war gelaufen. Zeitreisen? In Ordnung. Aber eine Klimakonferenz, die zu Konzessionen bereit ist? Was ist dann passiert? Salvador flog nach Südamerika, um das Kraftwerk zu überwachen. Ich direkt zu dir. Ich wurde verprügelt und gefesselt und... Ja, den Rest kenne ich ja. Ich nehme an, wir befinden uns gerade auf Kurs zu meiner Forschungsstation, um die Alge zu holen. Yeah, Volltreffer. Also gut, ich werde Ihnen helfen, aber unter einer Bedingung. Wenn wir unten sind, überlassen Sie mir das Reden. Und keine Geiselnahmen und keine Belagerungen mehr. Verstanden? Versprochen. Alter Haudegen, dass ich dich noch mal hier begrüßen kann. Das ist ein Kontrollbesuch. Ich hatte Angst, dass du die Station gegen einen Eisberg steuerst. Schön, dich zu sehen, Barney. Hast du Duwe gesagt, dass ich komme? Er war nicht gerade begeistert. Ich hoffe, du hast die Samthandschuhe eingepackt. Ich hatte wenig Zeit zum Packen. Na, auf die Story bin ich gespannt. Wer ist deine Begleitung? Ach ja, darf ich vorstellen, Prinzessin Leia. Stimmt doch gar nicht. Ich heiße Faye. Reizend. Du hast einen interessanten Zeitpunkt für deinen Besuch gewählt. Duwe und ich halten heute und morgen unsere Präsentation für Investoren aus der Wirtschaft. Was ist denn mit den staatlichen Forschungsgeldern? Du weißt es noch gar nicht? Ich dachte, Duwe hätte dir wenigstens ein bisschen erzählt. Die Forschungsgelder wurden gestrichen. Was? Bent, das ist eine Katastrophe. In der Tat. Das wäre das Ende. Meine ganze Arbeit. Alles umsonst. Das muss nicht sein. Ich habe da mehrere Investoren an der Angel. Erst gestern hat sogar ein echter Star zugesagt. Wir müssen mit ihnen reden. Erstmal müsst ihr zum Gesundheitscheck. Und danach? Wäre doch gelacht, wenn wir unser Gemüse nicht bald in trockenen Tüchern hätten. Das wird noch ein aufregender Tag, sage ich euch. Kapitel 5 Atlas Teil 1. So, Bent, das wär's. Ich bin durch mit Ihnen. Und? Alles in Ordnung, Doc? Könnte man so sagen. Für jemanden mit Ihrer Krankengeschichte gibt es absolut nichts zu meckern. Der Ruhestand tut Ihnen gut. Mein Ruhestand war ein Albtraum. War ein Albtraum?
Sie arbeiten doch nicht etwa wieder? Wenn ja, muss ich Ihnen dringend davon abraten. Sagen wir einfach, mein Leben macht endlich wieder Sinn. Und das habe ich ganz alleine Faye hier zu verdanken. Ah, ich verstehe. Und ich hatte schon befürchtet, Sie versuchen schon wieder die Welt zu retten. Mein Ruhestand ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Ich kann angeln, so viel ich will, darf viele interessante Bücher lesen und habe jede Woche tolle Gespräche mit meiner Therapeutin. Das klingt doch besser, als sich halbtot zu arbeiten und wochenlang im Krankenhaus zu liegen, oder? Meinen Sie? Lassen Sie uns später weiterreden. Wir kommen sonst zu spät zur Präsentation. Richtig. Dann kommen wir nun zu Ihnen, Miss Faye. Haben Sie irgendwelche Krankheiten, von denen ich wissen müsste? Was geht dich das an? Oh, das geht mich sogar sehr viel an. Von meinem Gutachten hängt es ab, ob Sie auf die Insel dürfen oder nicht. Dann bleibe ich eben hier. Ich reise doch keine 500 Jahre, um mich aufschlitzen zu lassen. Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht verstanden. Faye, Sie können dem Doc vertrauen. Er weiß, was er tut. Na gut. Aber keine heißen Kohlen. Und keine Sägen. Versprochen. Bent, wenn Sie bitte draußen warten würden. Ich fürchte, das kann hier noch etwas dauern. Ja, Bent, geh schon mal vor. Ich werde mit diesem Quacksalber schon alleine fertig. Gut, wir sind wieder Ben Svenson und speichern erst einmal, um eine kleine Pause einzulegen. Und dann geht's da auf der Insel weiter. So, wir setzen unseren Weg fort. Faye ist beim Doktor. Und wir schauen uns erst einmal auf der Krankenstation um. Die Matratze ist durchgelegen, sie quietscht und man ist meilenweit entfernt vom Tageslicht. Auch nach 2 Jahren kann ich dieses Bett nicht mehr sehen. So, was haben wir da alles? Schublade. Sieht aus wie die Schränke in den Krimis, in denen sie die Leichen lagern. Da haben wir Blutproben. Dickflüssiges Zeug. Ich klaue einem Arzt das Blut. War das früher nicht mal anders herum? Durchaus. Wir haben nur das Plastiknetz dabei. Kein schöner Anblick. Auf dem Glas ist ein Name notiert. Wahlstrom, Mats. Ha! Das ist das Blut vom Doc. Tja, vielleicht können wir es noch brauchen. Aktenschrank. Das ist der Schrank mit den Patientenakten. Unter anderem mit meiner. Das ist der Schrank mit den Patientenakten. Unter anderem mit meiner. Ah ja, da ist sie ja. Ben Svenson, geboren, schwere Depressionen, Burnout, etc. etc. Von weiterer Beschäftigung wird abgeraten. War das wirklich erst vor 2 Jahren? Und haben wir sonst noch was? Gesundheitspass. Nur wer so einen Wisch vorweisen kann, darf auf die Bohrinsel. Dann nehmen wir halt mit. Stempelkissen. Ärzte und ihr Papierkram. Da wird ein Stempelkissen schon mal so wichtig wie ein Skalpell. Brauchen wir das? Furz trocken, wie Bürokratie ebenso ist. Nur wer so einen Wisch vorweist. Der Doc hat ihn schon ausgefüllt. Jetzt fehlt nur noch der Stempel. Hoffnungslos. Das Stempelkissen ist völlig ausgetrocknet. Da färbt meine Haut sogar besser ab als das. Ja, nehmen wir halt die Blutprobe her. Eine drastische Maßnahme, aber die Zeit drängt. Und den Stempel. Etwas makaber, aber es hat geklappt. Gut, den Stempel haben wir. Dann gehen wir aus. Alles im Lot, Bent? Wo ist deine Begleitung? Sie wurde aufgehalten. Das ist schlecht. Die Präsentation ist fast vorbei. Hast du den Pass? Hier, Barney.
Das ist dann alles. Darf ich jetzt durch? Okay. Name drauf, Stempel drauf. Alles klar. Dann kann das große Comeback ja endlich starten. Ha. Puh. Nervös? Wieso das denn? Es ist immerhin 2 Jahre her, seitdem du deinen Sohn das letzte Mal gesehen hast. Ach, Quatsch. Ich bin doch nicht nervös. Ja? Kannst du schon mal vorgehen? Ich müsste noch mal kurz für kleine Weltverbesserer. Was denn? Ich muss doch nur aufs Klo. Ich bin nicht nervös. Aber klar doch, Ben. Aber klar doch. Dr. Svensson, wie sage ich es am nettesten? Was Sie uns hier gerade erzählen, ist durchdrungen von banalen Allgemeinplätzen und esoterischem Hokuspokus. Wir wissen, dass uns das Erdöl irgendwann ausgehen wird. Wir wissen auch, dass es dann einen enormen Energiehunger zu stillen gilt. Es ist auch klar, dass sich irgendwelche Spinner regelmäßig über unser Klima Sorgen machen, wenn man ihnen funktionierende Lösungen anbietet. Was wir nicht wissen ist, warum wir zum Teufel hierher gekommen sind. Von was für einer Wundertechnologie sprechen Sie, wenn Sie behaupten, all die Probleme dieses Planeten auf einmal lösen zu können? Vielen Dank für das Stichwort, Herr Indes. Ich spreche von einer Technologie, die keine Emissionen verursacht. Eine, die leicht zu vervielfältigen ist und die in jedem Haushalt stehen kann. Und die so effektiv ist, dass... Habe ich Sie richtig verstanden? Ihr Wundergewächs steht beim Endverbraucher im Garten? Ja. Das Zauberwort heißt Reproduktion. Mit einer kleinen Anlage, die auf jeden Balkon passt, kann sich jeder Haushalt autonom mit dieser absolut umweltfreundlichen Energie selbst versorgen. In einem Prozess, der Nitrogenase genannt wird... Er meint wohl Hydrogenase. Gut. In einem Prozess, der Hydrogenase genannt wird, erzeugen Cyanobakterien aus Licht, Luft und Wasser energiereichen Sauerstoff. Der Wirkungsgrad der Energieausbeute erzielt aber Werte um die 0,08%. Was? Das stimmt nun wirklich nicht. Es sind 0,8%. Möchtest du vielleicht den Vortrag halten, Vater? Vielleicht können wir uns dieses peinliche Familiendrama etwas abkürzen. Für mich stellt sich immer mehr die Frage nach dem Geschäftsmodell. Wenn man ihre Algen wie Schnittlauch auf dem Balkon züchtet, was verkaufen wir dann den Kunden? Schließlich will niemand von uns die Energie verschenken, oder? Ja, nein. Der Endverbraucher benötigt natürlich die Technologie, um die Algen zu züchten und den Wasserstoff abzuführen. Sowohl die Tiere als auch das Equipment sind von uns patentiert. Auch die Brennstoffzellen zur Umwandlung müssen eingekauft und gewartet werden, aber das gehört alles auch schon zum kaufmännischen Teil unserer Präsentation. Darum schlage ich vor, dass wir eine kurze Pause machen, damit wir im Anschluss direkt in die Kalkulation einsteigen können. Ich würde diese Bakterie gerne mal in Aktion sehen. Oder das. Nach der Pause werden wir Ihnen die Blaualge präsentieren, um dann in die Kalkulation einzusteigen. Um Punkt 2 sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Das war ja was. Und wo ist Duwe überhaupt so schnell hingelaufen? Er hätte wenigstens Hallo sagen können. Nimm es ihm bitte nicht übel. Erst die Aufregung mit der Präsentation und dann taucht auch noch sein Vater völlig unangemeldet auf. Er ist einfach etwas überfordert. Er hat sich nichts vorzuwerfen. Er hat seine Sache gut gemacht. Es ist vielmehr dieser Indes, der mir Sorgen macht. Emilio Indes ist ein Geschäftsmann. Er muss solche Fragen stellen. Nein, nein. Meine Eingeweide sagen mir, er hat irgendetwas vor. Und ich werde diesen Raum erst verlassen, wenn ich herausgefunden habe, was. Gut, wir müssen herausfinden, wo es Indes vorhat. Stilles Wasser. Gesünder als Fruchtbowle und Champagner. Genau, und was brauchen wir die vielleicht? Ja, nehmen wir die mit. Zeigestock. Mein alter, ausfahrbarer Zeigestock. Dann nehmen wir den auch mit. Ein Knopf. Die Steuerung für den Vorhang. Er klemmt. Er klemmt. Gefällt Ihnen die Präsentation soweit? Oh ja, es ist alles ganz reizend. Besonders der Hubschrauberanflug war fantastisch. Ich meinte die Cyanobakterie. Überzeugt Sie die Technologie?
Nach der Pause soll es ja eine Live-Vorführung geben. Wenn die ähnlich spektakulär wird wie die Anreise, dann stehen Ihre Chancen gut. Sie erwarten eine Show? Ja, beeindrucken Sie uns, dann bekommen Sie auch unser Geld. Aha. Und sagt es der Typ genauso? Und? Was sagen Sie zur Bakterie? Ich sage, das dauert mir alles zu lange. Ich will endlich was sehen. Gedulden Sie sich. Nach der Pause ist es soweit. Gut. Ich habe nämlich nicht den ganzen Tag Zeit. Meine Frau und ich haben später noch eine Whale-Watching-Tour gebucht. Und das will ich unter keinen Umständen verpassen. Ich versichere Ihnen, Sie werden die Wartezeit nicht bereuen. Wir werden sehen. Hebel? Wo sitzt sie für Hebel? Das ist der Hebel für das Fenster. Ach so. Gut, das ist sofort. Was haben wir da vorne? Können wir nichts machen.